Jetzt möchte dieser Lied diesen König umbringen. Das ist eine schlechte Idee. Im Moment habe ich mich nämlich ganz gut gestellt. Mit den Herrschaften. Das ist ein Schmied. Der Kallan. Brauchst du Waffen? Ich habe Waffen. Erstklassige Äxte. Es gibt in Nordmar keine bessere Ware als meine. Ingwer vom Hammer-Clan ist vielleicht ein bisschen besser. Erzähl mir was über die Gegend. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja, und es gibt das Kloster in den Bergen. Hab aber schon länger nichts mehr davon gehört. Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Friedschow. Er ist ab und zu beim Kloster. Wie komme ich zum Kloster? Unten am Dorf führt ein Weg in die Berge. Folge ihm. Das Kloster in den Bergen. Und es ist, Moment. Irgendwo in der Richtung. Sägedorfi. Da mal vielleicht schon. Ja gut. Vielleicht komme ich da nach, ha? Aber was gibt's denn da hinten? Leg das da mal. Hat der Feuerclan denn einen Anführer? Schon, oder? Ich meine, das kann man doch erwarten. Der Kehrt. Das ist der Boss, oder wie? Ja gut. So dieser kann er da. Innos sei mit dir. Du bist ein Kämpfer, kein Pilger. Das sehe ich. Kommst du aus Myrtana? So ungefähr. Dann hast du schon erlebt, was uns noch bevorsteht. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Er ist mit den Orks im Bunde. Du weißt, wo er ist? Nein. Und wenn ich es wüsste, würde ich ihn töten. Er hat Innos verraten. Pilger? Wieso sollte ich ein Pilger sein? Nun, das Innos-Kloster in den Bergen hat früher oft Pilger aus dem Mittelland angelockt. Aber seit dem Krieg ist kaum noch jemand gekommen. Wie komme ich zum Kloster? Folge einfach den Weg unten am Fuße des Dorfes in die Berge. Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Pilger? Nein. Ein junger Feuermagier war vor kurzem hier. Er ist aber direkt weiter zum Kloster. Er schien es eilig zu haben. Hatte er einen Namen? Milo? Nein. Milton. So heißt er. Was steht euch bevor? Der Kampf um das Überleben der Clans. Orks streifen ungestraft durch unser Land und wir verkriechen uns in unseren Dörfern. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Feuerclan wird sich die Macht unserer Ahnen holen und die Orks aus unserem Land verjagen. Was ist die Macht der Ahnen? In Nordmar gab es schon immer große Krieger, geschickte Jäger und die besten Schmiede der Welt. Die meisten von ihnen haben wir vergessen. Aber die größten von ihnen wurden in Grabhöhlen bestattet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinaus dienen. Wie das? Jeder dieser Helden hat vor seinem Tod einen Ahnenstein angefertigt. Ein Stein von uralter Magie. Die Kunst, sie herzustellen, ist ebenso verloren gegangen wie das Wissen um ihre Herkunft. Die Ahnensteine verleihen demjenigen, der sie an ihren vorgesehenen Ort bringt, die Fähigkeiten seines Erschaffers. Was hast du vor? Ich habe meine 6 besten Krieger zu den Grabhöhlen geschickt. Dort werden sie alles lernen, was wir für den Kampf brauchen. Ich mache mir große Sorgen. Sie hätten längst zurück sein sollen. Dafür kann es nur einen Grund geben. Sie sind tot. Kann ich helfen? Vielleicht ist es besser, wenn wir nur einen Krieger schicken. Einen wirklich starken Krieger. Bist du gut genug? Gut genug für was?
dir die Macht der Ahnensteine zu holen. Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Es kann sein, dass du gegen die Geister der Ahnen kämpfen musst. Sie sind zornig. Aber nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Warum hast du deine Krieger jetzt erst losgeschickt? Die Ahnensteine lagen lange in unseren Truhen. So lange, dass wir ihre Bedeutung vergessen hatten. Aber ich hatte einen Traum. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen. Gegen die Orks. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Die Ahnen sind erwacht? Ja. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Du wirst gegen sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber zögere nicht. Sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte. Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Klingt gut. Pass auf, die Toten in Nordmar sind mächtig. Kann man sich schützen? Nein, man muss versuchen, die Toten zu besänftigen. Die Orktöter können dir mehr darüber erzählen. Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal, wir schicken einen. Dich. Eine Axt ist besser als 6 Messer. Sie sollen dir ihren Ahnenstein geben. Ja gut, jetzt haben wir schon wieder eine Aufgabe. Jetzt soll ich nämlich diese Ahnensteine suchen. Jetzt ist die Frage, wie was sind das? Jetzt bin ich da oben schon. Wir sind 6 Stück schon. Ja, ich werd narrisch. Ich glaube, da wäre ich nie fertig, ha? Das muss wird ewig dauern. Jetzt werde ich aber zu diesem Kloster pilgern. Wo war denn der andere? Wo denke ich mal, ist er fort schön? Ja, da ist er. Ja, der kennt sich auch nicht aus schön. Das heißt, ich bin ja auf mir Lutz gestellt. Heftig. Oh, da können wir scharf, oder? Ja, gesagt, am Fuß des Dorfes. Hinauf in die Berge. In die Berge zu Heidi. Sag mal, haben wir denn wir noch keinen Ripper? Wird einen Säbelzahntiger. So, mein Ripper, du bist ja tot. So, wir wollen da schon. Ah, da schon her. Die können wir wie gerufen, gell? Tiger, bleib unten. Oh Gott. Ein Tiger von hinten. Die gescheite Saude. Den habe ich nicht gerochen. Die gestummerte Katz.
Tiger, bleib unten. Gesünder. So, mein Tiger. Du bist ja tot. Was hat der Tiger? Gerade einen Zahn. Das heißt, jetzt habe ich 9 Stück. Weil 7 habe ich gehabt. Brauche ich noch einen. Bleib unten, du Vieh. So, mein, bist du frech oder wie? Ja! Haut er mich um. Hab ich hoppen. Das bedeutet, nochmal zurück. Zurück ins Dorf. Check das. Wer wollte nicht diese Zähne haben? Der Live, gell? Wo denken wir? Da ist er. Hier sind deine Zähne. Kannst du mit Gold was anfangen? Ist Nordmar kalt? Dachte ich mir. Ich hab's ein paar Orks abgenommen. Ja gut. Gibt's Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Der Kurt. Habe ich den schon getroffen? Oder war das der schon tot ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zu diesem Kloster. Denn dort ist Milton. Mein guter Kumpel. Moment. Mein Schild her. Mein elegantes Rundenschild. Ja, und das für Garten. Die Ahnengräber. Die werde ich wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme suchen. Und so alle 6. Jetzt gehen wir erstmal zum Kloster. Feuerklan. Das wird wahrscheinlich der Weg sein, oder? Da ist um. Glaube ich zumindest. Ja, sagen wir diese Säbelzahntiger. Müssen die an jeder Ecke sein. Geh weg, du Vieh. Ich habe eine Katzenallergie. Oh, der andere noch. Oh, oh, oh. Sag einmal. Der hat eindeutig gesessen. In die Berge, hat er gesagt. Sag mal, ist da hell. Da werde ich ja blind. Kloster, sagt er, jawohl.
Meine Framerate, die gefreut sich. Bei 90 ist die. Ja, selten der Fall. Waldbeeren, natürlich. Eine Schneewaldbeere. Ja, was ist denn das da? Oger. Geh mal her, Oger. Ich hau dir die Beine weg. Ich sag's ja. Ein bein- und schnapsloser Oger. Wo ist er? Da! So mal. Jetzt haben wir einen riesen Schlägel. Da! Was haben wir jetzt? Wir sind im Kloster ganz neu, gell?